Hallo miteinander. Hey, wir sind in dieser Serie das Momentum von einer Jesus-Begegnung miteinander drin. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von diesen Jüngern, die nach der Kreuzigung von Jesus auf dem Weg nach Emmaus sind. Und die Geschichte und der Weg, wo die Jünger gehen, ist ein Stück weit auch ein Bild für unseren Lebensweg, auf dem du und ich vielleicht manchmal auch sind. Der Elias hat letzten Sonntag das auf eine mega gute Art und Weise auf unser Leben übertragen. Darum, wenn du nicht gelesen hast, lohnt es sich dort noch nachzuhören, weil ich greife jetzt nur ganz kurz auf das zurück. Die Jünger, die sind enttäuscht gewesen. Ihre Vorstellung von wie der Messias seine Herrschaft soll antreten, die hat sich nicht als wahr herausgestellt. Er ist anders gewesen, als sie gedacht haben. Gott hat für sie wie nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben sich ein Stück weit getäuscht und sind darum enttäuscht worden. Und ich glaube, mega oft passiert das auch in unserem Leben. Dass wir irgendwo an einen gleichen Punkt ankommen, aus irgendeinem Grund vielleicht vor Gott davonlaufen, enttäuscht sind, irritiert sind oder vielleicht aus irgendeinem Grund der Glaube bei uns erkaltet, weil wir das Gefühl haben, er hebt nicht, was er verspricht. Und vielleicht haben wir einige da, die sich auch in so einer Situation befinden. Spannende an dieser Geschichte ist, dass Jesus sich zu diesen Jüngern gesellt, mit ihnen auf dem Weg ist, aber sie merken es nicht. Und darum möchte ich dir sagen, hey, egal auf welchem Weg dass du bist, es ist sehr gut möglich, dass Jesus mit dir auf dem Weg ist. Und es kann so gut sein, dass es du dir gar nicht bewusst bist und gar nicht merkst, dass er jetzt in dem Moment mit dir unterwegs ist. Interessant ist das, was Jesus macht, während er mit den Jüngern auf dem Weg ist. Wir lesen das im Lukas 24, Vers 27, wo es heißt: Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also er ist angegangen und anstatt sie irgendwie zu trösten und zu sagen, hey, hallo, ich bin's und so weiter, macht er Theologie mit ihnen. Jetzt nicht ganz das, was man eigentlich so erwarten, oder? Er geht mit ihnen durch die ganze Schrift durch und zeigt ihnen wahrscheinlich Sachen auf, wo sie anscheinend vorher irgendwo übersehen haben, vielleicht auch falsch verstanden haben und redet mit ihnen über diese Sachen. Er hat ihnen geholfen, Gott und sein Wort nochmal auf eine neue Art und Weise kennenzulernen. Man kann auch sagen, er hat angefangen mit dem, wie er es ihnen erklärt hat, ihr Bild von Gott ein Stück weit zu korrigieren. Das allein, haben wir gesehen in dieser Geschichte, hat aber nicht gelangt. Anscheinend ist es trotzdem Jesus aber wichtig gewesen, bevor er sich ihnen dann gezeigt hat, wo sie miteinander das Brot gebrochen haben, mit ihnen die Theologiestunde so quasi zu haben. Mit ihnen anzuhocken und das alles nochmal zu erklären, auch wenn das nicht das war, was am Schluss dazu geführt hat, dass sie ihn erkannt haben. Und dann, wo er mit ihnen angehockt ist, gegessen hat, das Brot gebrochen hat, Gott gedankt hat, hat es bei ihnen Klick gemacht. Und ich liebe so diesen Moment, wenn es mit Gott Klick macht. Wenn du irgendwie da hockst und es fällt dir wie Schuppen von den Augen und du merkst plötzlich, wow, das ist Gott. Und das ist genau das, was wir uns mega wünschen für diese Serie. So ein Moment, wo es dann eben plötzlich Klick macht. Und darum nennen wir uns in dieser Serie, weil wir wissen, dass Theologie allein nicht langt, nennen wir uns auch immer nach der Predigt Zeit, um in die Gegenwart von Gott einzutauchen. Mit Abendmahl, mit Worship. Wir haben heute ein bisschen längeren Worship nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, in die Gegenwart Gottes zu kommen und das Momentum zu suchen, die Begegnung mit Jesus zu suchen. Aber bevor wir in diesen Teil hineingehen, möchte ich das machen, was da Jesus wieder mit den Jüngern gemacht hat, nämlich euch den Gott nochmal auf eine neue Art und Weise vorstellen. Vielleicht nicht auf eine neue Art und Weise, aber ich möchte euch seine Grösse irgendwo nochmal rausstreichen. Egal, ob du ein Jünger bist, der wirklich wie die Emmaus-Jünger auf dem Weg bist, oder ob du voller Begeisterung mit dem Gott unterwegs bist. Ich möchte nochmal die Grösse von Gott zeigen. Und für das möchte ich beten. Und komm, wir stehen doch schnell auf für das miteinander und beten. Jesus, du faszinierst.
und du bist für uns so manchmal geheimnisvoll, manchmal wirkst du entfernt, manchmal bist du uns so nah. Und Jesus, was ich mir wünsche, ist, dass wir dich heute nochmal in deiner Größe, in deiner Grossartigkeit kennenlernen. Du bist jemand, der es liebt, dich uns zu offenbaren und dich uns zu zeigen. Und ich bitte dich, dass du an diesem heutigen Morgen uns nochmal neue Aspekte, dich nochmal auf eine neue Art und Weise kannst vorstellen, dass du gegenwärtig bist und uns so begegnest, wie wir es heute Morgen brauchen. Amen. Amen. Dürfen wir da abhocken. Wir machen eine kleine Zeitreise und gehen ins Jahr 325. Ich frage jetzt nicht, ob jemand weiss, was dann passiert ist. Das ist wahrscheinlich eher schwierig. Aber das Christentum hat sich in dieser Zeit oder auch vor allem in der Zeit vorher trotz schlimmster Verfolgung in diesen 300 Jahren nach dem Tod von Jesus im ganzen römischen Reich verbreitet. Schlussendlich ist es sogar so weit gekommen, dass der große Kaiser Konstantin eine Gottesbegegnung hatte und sich selbst angefangen hat, zum Christentum zu bekennen. Es ist endlich für die Christen, die 300 Jahre verfolgt worden sind, ein bisschen besser geworden. Die Verfolgung hat aufgehört, sie sind akzeptiert worden. Der Konstantin hat den Sonntag zu einem Ruhetag gemacht und hat den christlichen Glauben zu einer staatlich anerkannten Religion werden lassen. Und das klingt alles super grosszügig, grossartig, ist es wahrscheinlich auch für die Christen. Aber je stärker das Christentum gewachsen ist, desto grösser sind auch die Spannungen unter den Gläubigen geworden. Es hat theologische Fragen gegeben, wo sie sich nicht einig geworden sind, wo sie unsicher waren, wo sie darüber gestritten haben. Und es hat Streit und Spaltung gegeben wegen diesen Fragen. Eine von diesen Fragen war, ist Jesus jetzt Mensch gewesen, oder ist er Gott gewesen? Oder ist er beides? Und wie kommt der Heilige Geist in das hinein? Wie passt das irgendwo miteinander? Und der Konstantin hat gespürt, dass das eine wichtige Frage ist, was gilt zum Klären, und hat all die christlichen Leiter aus dem ganzen römischen Reich eingeladen zu einem gemeinsamen Treffen, zu einem sogenannten Konzil. Mehr als 250 Bischöfe haben dieser Einladung Folge geleistet und haben sich in Nicäa getroffen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Konzil von Nicäa? Gespräche dort über diese Fragen und auch andere sind leidenschaftlich und verbissen geführt worden. Es ist hin und her gegangen. Und was rausgeschaut hat am Schluss, ist, dass sie sich auf ein gemeinsames Glaubensbekenntnis geeinigt haben, wo sie gesagt haben, mal, hinter dem können wir uns alle stellen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das unser Verständnis von Gott bis zum heutigen Zeitpunkt prägt. Und das Konzil von Nicäa ist grundsätzlich so die Geburtsstunde von der Dreieinigkeit gewesen, wie wir sie heute kennen. Weil dort die Lehre das erste Mal so ganz ausführlich diskutiert worden ist. Und ich möchte euch heute am Morgen in die Gedanken und in die Komplexität, aber auch in die absolut genialen Gedanken mitnehmen, was Dreieinigkeit ist. Und mit uns auch anschauen, nicht nur einfach komplexe Theologie machen, sondern auch anschauen, was heisst das für dies und mein Leben. Sind ihr dabei? Und das machen. Cool. Ich möchte nicht zu lange die Theorie machen und auch nicht jetzt in jedes kleinste Detail hineingehen. Aber wichtig ist, vielleicht wissen das die einen nicht, der Begriff von der Dreieinigkeit, den finden wir in der Bibel so nicht. Es gibt aber trotzdem etliche Stellen, wo all drei Personen von dieser Dreieinigkeit direkt beteiligt sind und wo man sie in Aktion sieht. Und das sind so die Stellen, die uns auch dazu gebracht haben, über das zu reden. Was heisst denn das? Wie stehen die zueinander? Und wo uns zu dem Konzept von der Dreieinigkeit gebracht haben. Eine so eine Stelle ist die Taufe von Jesus, wo er in den Jordan hineingestiegen ist und sich taufen lassen hat. Und wir lesen in Markus 1, Vers 10 bis 11, dass es dort heißt: Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also in dieser Stelle kommt sowohl Gott, der Vater, Jesus, als auch der Heilige Geist
Und sie interagieren in einer ganz speziellen Art und Weise miteinander. Man merkt, es ist da irgendwo eine Art Beziehung zwischen ihnen. Alle drei sind in dem Moment beteiligt. Jesus, der sich taufen lässt, als ein Zeichen für seine Hingabe zu Gott, dem Vater. Dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn oben runter und Gott verkündet durch die Stimme aus dem Himmel, dass Jesus sein Sohn ist, wo er Wohlgefallen daran hat. Also alle drei machen etwas und sind in Aktion. Und sie werden nicht einfach Heiliger Geist oder Jesus oder Gott wird nicht einfach als ein anderer Ausdruck für Gott verwendet oder als ein Synonym für Gott, sondern sie interagieren miteinander. Sie sind eigenständig. Sie haben eine Beziehung miteinander. Es gibt auch andere Stellen im Neuen Testament, wo all die drei zusammen in einem Atemzug genannt werden. Ihr findet die im Konzept, wenn ihr es genauer wissen wollt. Eine von denen ist zum Beispiel, wo Jesus selber die drei Personen von der Gottheit erwähnt im Missionsbefehl, in Matthäus 28,19, wo er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er selber benennt all die drei Personen. Und das kann uns vielleicht so manchmal schon ein bisschen überfordern oder im Denken mega herausfordern. Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, ja, wie muss ich mir das vorstellen, dass sie irgendwie alle drei Gott sind und doch gibt es nur einen. Und etwas, was uns vielleicht ein bisschen helfen kann, ist, wenn wir verschiedene Stellen so ein bisschen anschauen und sehen, wie die drei Personen von Gott in der Bibel so mit unterschiedlichen Aspekten charakterisiert werden. Das kann uns helfen, so die verschiedenen Facetten, die Gott hat, besser zu verstehen. Eine so eine Stelle, wo wir das zum Beispiel sehen, ist, wo der Paulus am Schluss vom 2. Korintherbrief jeder Person von dieser Dreieinigkeit unterschiedliche Aspekte und Eigenschaften zuordnet. Im Kapitel 13, Vers 13, ich habe euch den Vers auch mitgenommen, sehen wir, dass es heißt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, also Gnade von Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Liebe vom Vater und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Also da wird jedem ein Stück weit einen eigenen Aspekt zugewiesen. Und ich möchte, ohne jetzt eben das in eine Schulstunde auszuarten lassen, kurz auf jede einzelne Person von der Dreieinigkeit eingehen und versuchen, sie so ein bisschen zu charakterisieren, mit was man in der Bibel sieht oder in welchem Zusammenhang sie häufig vorkommen. Es ist vieles, was ihr wahrscheinlich bereits wisst, aber lasst uns noch mal kurz das auf uns wirken und über das nachdenken. Die erste Person von der Dreieinigkeit ist Gott, der Vater, der Schöpfer, der Allmächtige. Im Alten Testament wird in diesem Zusammenhang oft von Jahwe geredet. Das hebräische Wort Jahwe, das bedeutet, ich bin der ich bin oder auch ich bin da. Also Gott, wo da ist. Der Gott, wo einfach ist. Er ist der Schöpfer vom Universum. Er ist der, der hinter allem steht, wo wir kennen. Er ist der Allmächtige. Der, der ein Stück weit für uns auch so unergründlich ist, der für uns wie nicht so ganz fassbar ist, weil er so groß ist. Man kann ihn nicht sehen, wir können ihn nicht anlangen. Es ist für uns schwierig vorstellbar, wie der Gott ist. Es ist auch der Gott, wo ich ehrfürchtig davor staune, wenn ich an ihn denke. Was mich mit Ehrfurcht erfüllt, wenn ich mir bewusst werde, wie klein ich im Gegensatz und wie klein und unbedeutend ich im Gegensatz zu ihm bin. Der Psalmschreiber im Psalm 8 hat das auf so eine schöne Art und Weise ausgedrückt, Vers 4 bis 5. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Es ist der große Jahwe, wo einfach da ist, wo so der Allmächtige ist, der Schöpfer.
Und in verschiedensten Stellen, Situationen, auch im Alten Testament, zeigt sich, wie heilig der Gott ist. Der Mose, das haben wir jetzt gerade in der Bibel intensiv gelesen, hat Gott gesagt, hey, ich möchte dein Angesicht sehen. Kannst du dich mir zeigen? Und Gott sagt, schau, ich stelle dich in einen Felsspalt rein und ich hebe meine Hand vorne an und dann laufe ich vorbei und sage dir meinen Namen. Aber wenn du mich würdest sehen, so direkt, das geht nicht, du könntest das nicht aushalten, du wirst sterben. Das zeigt so die Heiligkeit, die Gott hat, die Grossartigkeit. Aber Gott, der Vater, wird uns nicht nur auf diese Art und Weise gezeigt, es wird uns auch immer wieder gezeigt, wie er voller Liebe ist, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Geduld. Und Jesus selber bringt noch so eine ganz neue Dimension ins Spiel, wenn er uns Gott als den liebenden Vater vorstellt. Der allmächtige, große Gott als ein liebender Vater. Das ist die erste Person von der Dreieinigkeit. Die zweite Person ist Gott, der Sohn, Jesus, der Erlöser. Und spannend ist, dass Jesus uns eigentlich Gott in menschlicher Form vorstellt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er uns häufig am nächsten ist, am zugänglichsten für uns, wie am einfachsten dazu in Beziehung zu kommen. Weil das für uns viel fassbarer ist, weil wir uns unter dem etwas vorstellen können. Weil wir an dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, den Gott kennenlernen als einen Gott, der nicht nur heilig ist, nicht nur allmächtig ist, sondern ein Gott, der liebt, der sein eigenes Leben für Menschen angibt, wo man sieht, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie geduldig, wie gnädig, wie gütig, dass er ist mit anderen. Jesus selber sagt von sich im Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ihr müsst euch das mal überlegen, was das heißt. Wir werden nächsten Sonntag in der Predigt das ausführlicher anschauen. Darum gehe ich jetzt nicht weiter auf das ein. Aber es steckt so viel drin. Die dritte Person von der Dreieinigkeit ist Gott, der Heilige Geist. Auch die Kraft Gottes genannt oder der Begleiter. Sehr oft, wenn wir vom Heiligen Geist lesen, dann ist das immer im Zusammenhang mit Gottes Kraft. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament sehen wir, wie er Menschen befähigt, wie er Menschen das gibt, wo sie brauchen, übernatürlich, wo er Wunder tut, wie er mit seiner Kraft einwirkt, uns auch eine Glaubenskraft gibt, auch in unserem Innersten am Werk ist. Es ist die Kraft Gottes, die Wunder passieren lässt. Jesus selber stellt uns den Heiligen Geist aber eben dann auch als ein Begleiter und sogar ein Tröster vor. Im Griechischen heißt das Wort Parakletos. Der Heilige Geist ist Gott, der sogar in uns drin wohnt. Er ist der Gott, der dir ganz nahe ist, weil er in dir möchte wohnen, weil er dich in deinem Alltag begleiten will, weil er in deinem Innersten drin am Wirken ist. Ist das nicht einfach gewaltig? Von Gott, dem Allmächtigen, zum Gott, der in dir drin am Wirken ist. Das Fazit, das wir so ein bisschen ziehen über das ist, es gibt zwar einen Gott, aber er existiert seit Ewigkeit in 3 Personen. Schon in den ersten Versen lesen wir, dass der Heilige Geist über dem Wasser geschwebt ist. Lesen wir, dass Gott sagt, lasst uns schaffen, also er redet in der Mehrzahl. Er lebt seit Ewigkeit in diesen 3 Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich hoffe, das verwirrt euch jetzt nicht, sondern das lässt euch staunen. Aber es ist schwierig zum Verstehen. Oder? Es sind schon jenseits an Büchern darüber geschrieben worden, wie wir uns das vorstellen könnten. Da gibt es verschiedenste Vergleiche und Sachen. Ein Bild ist das Wasser mit diesen 3 Aggregatzuständen. Das Dreieck ist so ein Bild. Jemand hat mal versucht, das mit einem Würfel mit 3 Dimensionen darzustellen. Das sind alles Bilder, die uns auf eine gewisse Art und Weise helfen, aber so ganz 100% können sie die Dreieinigkeit nicht erklären. Es gibt aber, wenn man in die Bücher eintaucht und das lesen, was es alles zu dem Thema festzuheben gibt, gibt es
drei so grundsätzliche Wahrheiten, wo alle gleichzeitig wahr sind, einander aber doch ein Stück weit scheinen zu widersprechen. Ich möchte euch die noch schnell mit euch anschauen, bevor wir nachher dann uns damit beschäftigen, was können wir denn jetzt mit dem überhaupt anfangen für uns. Die erste so Wahrheit ist, Gott ist drei Personen. Die Bibel beschreibt uns Gott klar als drei verschiedene Personen, die sogar miteinander interagieren können. Bei der Taufe ist das ein gutes Beispiel. Gott, der Vater, er schickt den Heiligen Geist in Form von einer Taube und er spricht zu Jesus. Und Jesus gibt sich Gott an. Und das zeigt uns so, dass Gott nicht einfach, das sind nicht einfach drei verschiedene Gesichter oder Erscheinungsformen, sondern es sind drei eigenständige Personen. Die zweite so Wahrheit ist, jede Person von der Gottheit ist vollkommen Gott. Die Bibel nennt alle drei an unterschiedlichen Stellen Gott. Es gibt nicht eine Abstufung zwischen ihnen, ja, das ist hauptsächlich Gott und das ist so ein Untergott oder so halbwegs Gott. Nur. Nein, die Bibel nennt alle drei. Glasklar, Gott. Die dritte Aussage, es gibt trotzdem nur einen Gott. Auch das macht die Bibel unmissverständlich klar. Es gibt nur einen Gott. Es sind nicht drei Götter, die unabhängig voneinander sind. Die Bibel widerspricht dem Konzept klar und deutlich. Obwohl das etwas war, was damals sehr verbreitet war und eigentlich sehr einfach gewesen wäre, zum übernehmen und zu sagen, ja, es sind in dem Fall halt drei Götter. Die Griechen haben das gehabt, die Römer haben das gehabt. Die Bibel sagt, nein, es ist ein Gott. Und ihr merkt eben, all die Beispiele und Sachen, die uns manchmal helfen, das irgendwo versuchen zu verstehen, sie scheitern immer irgendwo ein Stück weit an einer von diesen drei Aussagen. Und ich glaube, es muss uns so ein bisschen zu dem Punkt bringen, dass wir eingestehen, das Wesen von Gott ist durch nichts, was man in seiner Schöpfung findet, wo man irgendwo dazu so ein bisschen als Vergleich anziehen, vollumfänglich zu vergleichen. Es gibt nichts in der Schöpfung von Gott, wo ein Beispiel wäre dafür, wie Gott in seiner Ganzheit eigentlich ist. Jetzt hoffe ich, dass ihr euch fragt, was heisst jetzt das für heute? Was können wir mit dem mitnehmen? Ich kann nicht euch mit dem Ganzen irgendwo zu verwirren, im Gegenteil. Aber man muss ein bisschen darüber nachdenken. Und so der erste Punkt, den wir für heute mitnehmen können, ist, hey, ist jetzt das kompliziert oder ist jetzt das einfach nur genial? Und ich glaube, es ist einfach nur genial. Nur die eine Beschreibung von Gott, glaube ich, würde uns zu gefährlichen Einseitigkeiten verleiten. Wenn wir nur Gott den Vater hätten, würden wir uns vielleicht irgendwie plötzlich nicht mehr getrauen, zu dem Gott in eine liebevolle Beziehung einzutreten. Wir würden uns so klein fühlen, dass wir uns wie ein Häufchen Elend nur verstecken würden. Oder wenn wir Gott nur als Mensch wie Jesus anschauen, würden wir vielleicht zu wenig Ehrfurcht vor ihm haben. Würden wir vielleicht ihn zu fest als wie ein Mensch anschauen. Und wenn wir nur den Heiligen Geist hätten, hätten wir vielleicht irgendwann das Gefühl, ja, ist das wirklich der Heilige Geist oder bin das ich? Und wir würden die Größe, die Vielfalt von Gott nicht richtig können sehen. Es gibt nichts, wo alle Aspekte Gottes so vereint wie die Dreieinigkeit. Kein Vergleich, nichts, was uns bekannt ist, kann all die Facetten beschreiben. Und genau darum, in dem liegt die Genialität der Dreieinigkeit. Dass sich uns Gott nicht einfach als eine Person vorstellt, sondern als drei Personen, wo uns hilft, ihn in seiner Unfassbarkeit für uns zugänglicher zu machen. Weil es für sonst nichts gibt, wo man die verschiedenen Aspekte Gott, wo teilweise so vielleicht schwer miteinander vereinbar sind für uns auf den ersten Blick, wo uns das zugänglich macht, dass der Gott für uns da ist, dass er all die verschiedenen Aspekte in sich vereint. Und darum bin ich überzeugt, dass die Dreieinigkeit uns den Glauben nicht verkomplizieren will,
sondern im Gegenteil vereinfachen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das wissen, dass wir es so anschauen. Die Dreieinigkeit hilft dir, die verschiedenen Aspekte und Seiten von Gott besser zu erfassen, können auf das irgendwo eingehen, seine Größe in dem hinein besser zu verstehen. Das ist ein Gott, der das Universum geschaffen hat. Es heißt sogar, er hebt das Universum zusammen. Aber gleichzeitig ist es ein Gott, der dich bis ins kleinste persönliche Detail kennt, der sich für dich interessiert, der Beziehung zu dir sucht, ja, wo sogar in dir drin möchte leben. Das ist mindblowing. Versucht euch das mal einfach noch schnell kurz ein paar Sekunden auf der Zunge oder durch den Kopf durchzugehen. Es ist schlicht und einfach genial, dass sich uns der Gott in 3 Personen vorstellt. Und so oft vergessen wir vor lauter Fragen und Unklarheiten und aber wie ist das gemeint? Das ehrfürchtige Staunen vor dem Gott, wo wir haben. Vielleicht müssen wir das manchmal wieder neu lernen oder uns das nochmal so neu vor Augen halten, wer er ist. Etwas Zweites, was wir in dem mitnehmen können, ist, dass Gott jedem von uns so begegnet, wie wir es gerade brauchen. In seiner Größe, in seiner Vielfalt begegnet dir Gott so, wie du zu ihm kannst in Beziehung treten. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du vor allem seine väterliche Liebe im Moment brauchst. Vielleicht ist jemand anders in einer Situation, wo du über Gottes Größe einfach staunst. Vielleicht merkst du, wie dir Jesus aktuell am nächsten ist und am greifbarsten. Oder vielleicht fasziniert dich der Heilige Geist mit seiner Kraft, wo in dir wohnt und du merkst, ich möchte die Kraft Gottes, ich möchte Gott so noch mehr kennenzulernen. Hey, wie auch immer es bei dir ist, Gott begegnet dir so, wie du es gerade brauchst. Er lässt sich auf dich ein. Und in diesem Zusammenhang habe ich schon oft die Frage gehört, wo die Leute dann sagen, ja, aber wie ist jetzt das? Wenn ich bete, soll ich jetzt zu Jesus beten? Soll ich jetzt zu Gott beten? Soll ich jetzt zum Heiligen Geist beten? Dürfen wir das überhaupt? Wie mache ich das am ehesten? Und ich glaube, im Endeffekt spielt es nicht eine Rolle. Ich glaube, es gibt nicht Eifersucht zwischen diesen 3 Personen. Es gibt nicht ein Zuständigkeitschaos, dass Jesus sagt, hey, nein, sorry, da hättest du den Heiligen Geist fragen oder im Fall für das musst du den Vater fragen. Wir sehen in der Bibel, dass Jesus uns lehrt, zum Vater zu beten und auch selber zum Vater gebetet hat. Wir sehen aber nachher auch, dass wir den Zugang zum Vater durch Jesus haben. Und in der Offenbarung sehen wir, dass im Himmel Jesus angebetet wird. Also können wir auch zu ihm beten. Und wir sehen, wie Jesus, der Vater, bittet, uns den Heiligen Geist als Begleiter und Tröster zu geben. Und es wäre komisch, wenn er uns ein Begleiter und Tröster ist, der in uns lebt und wir reden nicht mit ihm. Und so kann es sein, dass vielleicht in gewissen Lebenssituationen Gott dir in der einen oder anderen Form am nächsten ist und du darfst dich voller Vertrauen an Gott wenden. Ob du den Heiligen Geist ansprichst, ob du Jesus ansprichst, ob du den Vater ansprichst. Es kommt an. Er hört es. Er nimmt es ernst. Ich hoffe, das hilft euch in dieser Dings. Ich habe noch 2 Punkte. Einen ist, ich glaube, in dem allem ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass wir Gott nie werden vollständig erfassen können. Gott wird immer deinen Denkrahmen sprengen. Es ist egal, wie intelligent du bist, wie lange du forschst, wie viele Bücher du liest, wie viele tolle Bilder und Erklärungen du suchst. Es wird dir im Endeffekt nie gelingen, alle Fragen dazu, wer und wie Gott ist, vollständig zu klären. Vielleicht ist es manchmal ernüchternd, aber ganz ehrlich, würdest du einen Gott wirklich wählen, wo du dir voll und ganz erklären kannst? Genau darum ist doch Gott Gott, weil wir ihn ein Stück weit nicht fassen können, nie ganz werden können erklären.
Er ist und bleibt durch unser Wissen nie vollständig erkennbar. Und wenn wir nochmal zurückdenken an die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, und daran denken, wie Jesus mit ihnen gegangen ist und ihnen plötzlich theologisch alles erklärt hat. Und ich glaube, Jesus ist sicher nicht ein schlechter Lehrer gewesen. Ich würde auf jeden Fall viel dafür geben, mal so eine Theologiestunde von Jesus selber überzukommen. Hey, und trotzdem haben sie ihn am Schluss nicht durch Wissen, nicht durch Theologie erkannt, sondern erst in der Begegnung mit ihm, in der Interaktion, wo sie Gemeinschaft mit ihm hatten und das Brot gebrochen haben. Dort ist es ihnen wie Schuppen vor Augen gefallen. Wir werden Gott nie richtig können, nur durch Wissen erkennen. Wir brauchen ein Erlebnis mit Gott, das schlussendlich die Augen öffnet. Und ich glaube, das ist bei jedem Einzelnen von uns so. Und mir ist noch etwas Letztes mega aufs Herz gekommen im Vorbereiten von dieser Message. Und zwar glaube ich, dass wir uns doch oft auch selber im Weg stehen, zum Gott zu begegnen. Vielleicht mit unserem Verstand, vielleicht mit unseren Enttäuschungen, wo vielleicht auch eine Verbitterung dahinter steckt, vielleicht durch andere Sachen. Und ich glaube, wir müssen irgendwo am Schluss zu einem Punkt kommen, wo wir vor Gott wie kapitulieren. Das ist nicht so ein populäres Wort, kapitulieren. Aber ich benutze es bewusst. Ich glaube, wenn wir nie an einen Punkt kommen, wo wir uns eingestehen, dass Gott für uns nie zu 100% fassbar sein wird, dass wir nie in jeder Hinsicht unseren Vorstellungen entsprechend werden können sehen, sondern solange werden wir es immer irgendwo schwierig haben mit Gott. Solange wird es schwierig, ihm können auch wirklich zu begegnen. Die Jünger, müssen durch die Enttäuschung durchgehen. Und ich nehme an, während Jesus mit ihnen geredet hat, werden sie irgendwo auf dem Weg, wie vielleicht so einen Kapitulationsmoment gehabt, wo sie gemerkt haben, hey ja, vielleicht ist mein Bild, das ich von Gott hatte, nicht richtig gewesen. Und wo sie es haben losgelassen. Und dann erst haben sie können, beim Brotbrechen in dieser Gemeinschaft mit Jesus erkennen. Ich habe selber in meinem Leben so einen Moment gebraucht. Und ich als junger Mann gedacht habe, dass ein grosser Traum für mein Leben zerplatzt ist, hat es so den Moment gegeben, wo ich vor dem Gott kapituliert habe. Und ihm alles in meinem Leben angegeben habe. Wo ich Gott gesagt habe, hey, es ist egal was oder wie, aber ich möchte nur noch dir gehören. Du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Alles andere hat nicht mehr wirklich eine Bedeutung. Nimmst du. Mach damit, was du willst. Das sind die Momente, wo die Mauern zwischen dir und Gott abbaut. Die selber gemachten Mauern von unserem Gott begreifen wollen, von unserem Gott erklären wollen, von unserem ich will selber entscheiden, wie der Gott meiner Meinung nach sein sollte. Das hat mich so erinnert zurück an Adam und Eva. Es ist genau das, was im Paradies passiert ist, wo sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Dass wir es besser wissen als Gott und mit dem das Ziel verfehlen, das er eigentlich für uns parat hat. Und ich glaube, wir alle als Christen haben irgendwann in unserem Leben so einen Moment, wo wir vor Gott kapitulieren. Vielleicht hast du schon gehabt. Vielleicht stehst du kurz davor heute Morgen oder merkst, dass es irgendwo ohne diesen Moment nicht geht. Und ich finde, die Dreieinigkeit ist immer wieder so etwas, wo mich lehrt, meine eigenen Gedanken ein Stück weit auch loszulassen und Gott sein lassen. Loszulassen und Gott sein lassen. Und das ist das, was mich an einen Punkt bringt, wo ich dann so ein Gebet von Herzen sprechen kann. Und ich habe so ein Gebet gefunden in der Vorbereitung von einer China-Missionarin. Und das hat mich zutiefst bewegt. Ich möchte es euch vorlesen. Herr, ich gebe alle meine eigenen Ziele und Pläne, alle meine Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen auf und möchte deinen Willen für mein Leben verwirklichen. Ich gebe mich selbst, mein Leben, mein Äußerstes dir hin, um für immer dein Eigentum zu sein.
All meine Liebe übergebe ich dir. Alle Menschen, die ich liebe, sollen den zweiten Platz in meinem Leben haben. Füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Verwirkliche deinen Willen in meinem Leben. Koste es, was es wolle. Jetzt und für immer. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich möchte euch einladen zum Aufstehen und miteinander beten. Und ich bete das Gebet und du darfst innerlich mitbeten. Wir können es nochmal einblenden, also vielleicht besser mitbeten können. Wenn du das willst, darfst du das von deinem Platz aus mitbeten. Du darfst sonst Gott auch in deinen eigenen Worten sagen, was du ihm möchtest sagen. Es soll sich niemand dazu gedrängt fühlen. Aber wenn du merkst, ja, ich möchte vor dem Gott auch kapitulieren, ich möchte ihm mein Leben angeben, dann bist du herzlich eingeladen, um das Gebet mitzubeten. Herr, ich gebe alle meine eigenen Ziele und Pläne, alle meine Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen auf und möchte deinen Willen für mein Leben verwirklichen. Ich gebe mich selbst, mein Leben, mein Äußerstes dir hin, um für immer dein Eigentum zu sein. Alle meine Liebe übergebe ich dir. Alle Menschen, die ich liebe, sollen den zweiten Platz in meinem Leben haben. Füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Verwirkliche deinen Willen in meinem Leben. Koste es, was es wolle. Jetzt und für immer. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ja, Jesus, du siehst, wer das Gebet irgendwo mitbetet hat. Du siehst, wer selber in den eigenen Wort zu dir gebetet hat. Jesus, wir stehen vor dir. Und ja, Jesus, ich akzeptiere, dass es nur eins gibt, nämlich zu kapitulieren. Ich kann dich nicht erklären. Ich kann dich nicht voll und ganz erfassen. Aber ich kann durch die Dreieinigkeit sehen, wie genial du bist. Wie groß, wie vielfältig. Wie du so auf die einen Seite so erhaben und heilig und mächtig kannst sein und auf die andere Seite so zutiefst persönlich. Liebe in Person bist, wo mich kennt, mit mir ist, in mir drinnen am Werk ist. Ich möchte dich noch so viel besser kennenlernen. Und Jesus, wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo wir dir einfach möchten begegnen. So wie du diesen Jüngern begegnet bist, die in Emmaus auf dem Weg sind. In dem Moment, wo du mit ihnen das Brot gebrochen hast. Und auch wir wollen die Gemeinschaft haben mit dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jedem von uns so begegnest, wie wir es brauchen heute Morgen. Und dass du speziell den Menschen begegnest, die sich zu tiefst nach einer Begegnung mit dir sehnen, die dich suchen. Jesus, wir können es nicht selber machen, aber wir können anstehen und sagen, da nimm unser Leben. Wir kapitulieren vor dir und strecken uns aus nach dir. Amen. Amen. Wir dürfen gerade stehen bleiben, wir gehen jetzt in